Also wenn man manchmal etwas machen muss, wo man sonst nicht so gewohnt ist, dann merkt man wieder, wie wertvoll das ist. Und vielleicht, wenn dann da an einem anderen Sonntag wieder mal jemand anderes sitzt, tut doch denen mal danken für ihren Dienst. Es ist also, man hat das Gefühl, die müssen da nur ein bisschen auf diesen Knöpfchen rumdrücken. Aber man muss also ein bisschen den Kopf bei der Sache haben. Und manchmal, wenn man die Lieder auch nicht so kennt, was bei den jungen Männern manchmal der Fall ist, dann ist das recht eine Herausforderung, dass da auch die richtige Folie eingeblendet wird und so. Und darum, es wäre schön, wenn man dann, also mir jetzt nicht um Simon, aber wenn dann wieder mal um Simon natürlich schon, aber mir nicht. Genau. Er hat mir alles schön zuweggelegt und parat gemacht. Und eben, ich hätte eigentlich nur den richtigen Knopf müssen drücken. Aber Beamer und so, da habe ich manchmal nicht, der hat sich noch ein bisschen verabschiedet zwischenzeitlich. Einfach so, eben, wenn es gut geht, das ist ja bei Technik ein bisschen das Problem. Wenn man nichts vorher hört, dann funktioniert sie. Gut, zurück zu dem Text aus dem Johannesevangelium. Es ist ein wunderbarer Text und es ist ein Text, der uns auch so einen ganz anderen Aspekt nochmal so von dem Geschehen vor der Kreuzigung von Jesus zeigt. Wir lesen immer wieder in den Evangelien und wie es Judith hat schon gesehen, ich werde das unterstreichen, es ist wirklich ein wertvolles Buch. Leset da drinnen. Und es ist so cool, die nicht gerne lesen. Es geht zum Beispiel auf bibleserver.com oder .com kann man sogar ihnen vorlesen. Dann könnt ihr das einfach im Internet eingeben und nachher kann man unter dort auf Vorlesefunktion, also wer nicht gerne lesen, kann sich es dort auch vorlesen. Tut das Buch zu der Hand nehmen, tut es hören, tut es lesen und tut es verinnerlichen. Ich glaube, das ist etwas, was Jesus ja nicht hat, ja, es heisst, er hat zugenommen, Alter und Weisheit. Ich weiß nicht, wie stark das er die Bibelverse hat müssen auswendig lernen. Aber wir wissen, dass in seinem Dienst das eigentlich eine Kernkompetenz war, dass er immer wieder auch den Pharisäer hat Stangen haben. Das ist, weil das ist ein Teil von ihm war, das Wort. Das heisst ja selber auch, er sei das Wort. Also er hat die Bibel in- und auswendig können und hat so auch immer ganz präzise können, eben seinen Gegner auch die Stangen halten. Wir lesen in diesen Evangelien auch immer wieder, wie ihm wichtig war, ein weiterer Punkt, das Gebet, zu reden mit seinem Vater. Und ich habe mir schon manchmal überlegt, ja, warum hätte Jesus immer wieder in die Stille müssen? Er war ja mit dem Vater eins, er hat ja immer sofort gewusst, was der Vater will und so. Und doch hat er sich immer wieder Zeit genommen, ist in die Stille gegangen und hat Begegnung mit seinem Vater gesucht. Und wir erfahren aber eigentlich in der Regel nicht, was sie denn dort miteinander geredet haben. Eben, es sind so die intimen Momente, wo er einfach nur das Zusammensein mit seinem Vater hat genossen. Und es heisst auch, dass wir eben so beten. Jesus gibt uns selber auch so einen Leitfaden, in dem dass er uns zu unser Vater Gebet hat gelehrt, nicht als du musst genau so beten, sondern dass wir sehen, was alles so in einem Gebet innen kann sein. Ein hilfreicher Leitfaden. Aber was wir jetzt hier lesen, ist eben eines von diesen wenigen Gebeten, wo Jesus wirklich zum Vater, der Sohn zum Vater, redet. Es ist das hohepriesterliche Gebet, Johannes Kapitel 17. Es ist ein Gebet, das ganz eine andere Art hat. Und es wirkt sogar in diesem Gebet ein bisschen, als wäre ja, Jesus fast ein bisschen überlegen. Also, wir erinnern uns daran, es geht darum, dass er sich Richtung Golgatha bewegt. Garten Gethsemane. Golgatha, wo er nach dem Kreuz gestorben ist. Und wenn wir auch vergleichen in den anderen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, und schauen, wie Jesus dort beschrieben wird, wie das geschildert wird, dann merken wir, in vielen Texten von den anderen Evangelien
heisst es etwas vom Durchbeissen. Es heisst sogar, er hat Blut und Wasser geschwitzt. Er sei da in diesem Garten Gethsemane auch fast ein bisschen verzweifelt. Wie wirkt das hier ganz anders? Du mich verherrlichen. Ist das hier ein überlegener Jesus? Tut uns da der Johannes etwas Falsches weitergeben? Ich glaube es eben gerade nicht. Am Johannes tun wir Unrecht, weil der Johannes ist einer, der in meinen Augen die Abläufe, die zeitlichen Abläufe sehr präzise hat wiedergegeben. Und wenn ihr vielleicht daheim das nochmal so ein bisschen aufschlagen, der Schluss vom Johannesevangelium, ich schlage euch da vor, dass ihr vielleicht im Kapitel 13 anfangen, Kapitel 14, und dann sehen wir dort, sie haben zusammen das Abendmahl gegessen. Jesus mit seinen Jüngern. Sie haben die Gemeinschaft gepflegt miteinander. Es heisst, wie der Judas raus ist. Und nachher lesen wir am Ende vom Kapitel 14, wie er sagt, lasst uns aufstehen. Lasst uns aufstehen. Jetzt gehen wir und wir wollen von hier fortgehen. Und sie sind da unterwegs miteinander. Es kommt dann ganz viele Texte. Eben, es kommt da von die Abschiedsrede, es heisst vom Weinstock, von der Reben. Er sagt, er geht voraus, er geht es parat machen, die Wohnung. Er sagt, der Frieden wird da bleiben, der Heilige Geist wird kommen. Und erst am Schluss, nicht am Schluss, im Kapitel 18, heißt es dann wieder, als das Jesus gesagt hatte, ging er mit seinen Jüngern hinaus, wahrscheinlich aus der Stadt raus, über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Also das Gebet hier im Kapitel 17 ist noch bevor, dass er in den Garten hineingeht, bevor dass sie wirklich in das Gebiet hineingehen, wo er Jesus auch wird festgenommen werden, weil ihn der Judas der verraten. Also es ist wie ein Gebet, das wie ein Aufbruchssignal ist, ein Aufbruchssignal in einen neuen Zeitabschnitt. Jesus wird ganz anders wahrgenommen werden in ein paar Tagen. Er wird nicht mehr mit dem Körper sichtbar sein, wo er hier ist, sondern er wird eben mit seinem Auferstehungskörper erkannt werden, also verherrlicht. Und mich beeindruckt ganz fest auch in diesem hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, dass Jesus für seine Jünger einsteht. Er bittet für seine Jünger. Das ist der Dienst, den Jesus macht. Und mir hat das natürlich, das ist ganz ein wunderbarer Text, der passt ganz super, weil wir heute für Alex bittet. Und ich glaube, wenn Jesus für uns vor seinem Vater bittet, wie mehr und mehr soll auch wir immer wieder füreinander im Gebet einstehen. Das hat eine ganz wichtige geistliche Bedeutung und eine wichtige Kraft. Was wir jetzt heute hier haben, ist die ersten 5 Verse. Und da sieht Jesus, er bittet der Vater, dass er ihn jetzt möge verherrlichen. Verherrlichen. Ich weiß nicht, das ist du manchmal am Rolli am Morgen. Ich tue die jetzt heute verherrlichen für einen Tag. Siehst du ihm das? Also, meine Frau sagt manchmal, ja, das hast du jetzt gut gemacht, aber die hat mir also noch nie gesehen, ich tue die jetzt heute für einen Tag verherrlichen. Es ist vielleicht ein Wort, das vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Verherrlichen, zuerst einmal nicht, jetzt hier geht es um Macht im ersten Aspekt, also er heisst, du hast mir Macht gegeben über die Menschheit und in dem Sinne sollst du mich verherrlichen. Also das ist dann vielleicht etwas, was uns schon mehr ein bisschen bekannt vorkommt. Verherrlichung der Macht. Gibt es manchmal, das ist wie die das gemacht haben. Aber auch da, es geht eben nicht um Macht, sondern durch die Macht soll Jesus verherrlicht werden. Das Wort Doxa
bedeutet übersetzt eben Herrlichkeit, es kann Glanz, Erhabenheit, Abglanz, Prunk, Ruhm, Ehr, Ansehen und noch vieles mehr bedeuten. Also ganz ein starkes Wort, das ganz eine breite Bedeutung hat. Und hier eben zuerst jetzt einmal, du sollst angesehen sein, du sollst den Glanz haben, du sollst die Macht haben und durch das hast du mich verherrlicht. Das sieht Jesus schon hier am Vater. Der Vater hat seinem Sohn unbeschränkte Macht gegeben. Dann denken wir, jetzt wird er doch dann festgenommen. Er ist doch so viel auch von den Machthabern fortgegangen. Er ist geflüchtet. Natürlich, er hat viele Menschen geheilt, er hat Tote auferweckt. Wo ist denn die unbeschränkte Macht? Und wir wissen ja, denn er die Leute, die unter dem Kreuzig standen, hat zum Teil hochgerufen und gesagt, ja, wenn du jetzt so grossartig wärst, komm doch oben nachher. Komm doch oben nachher. Ich glaube, bei Jesus ist es eben genau nicht so, dass er mächtig sein muss, für das er eben mächtig ist. Dass er Macht demonstrieren muss, für das er alle Macht hat. Es geht hier nicht um Macht, die er ausüben kann, wie wir Menschen manchmal so Kinder miteinander zanken und dann aufeinander oben und dann, ich zeige dir jetzt, wer die Macht hat. Das muss Jesus nicht machen. Es geht hier um Person, dass er vom Vater die volle Macht hat bekommen. Und das ist bei Jesus auch, er kann auch auf die Macht verzichten. Das macht die Macht nur noch wirkungsvoller. Es ist nämlich die Macht, wo Jesus für unsere Sünden am Kreuz stirbt. Und als ich so über das nachgedacht habe, ist mir ein Zitat vom französischen Präsidenten in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt in der Presse. Der hat ungefähr so, der genaue Wortlaut habe ich jetzt hier nicht, aber er hat ungefähr sinngemäß gesagt, wir müssen als Nation viel mächtiger werden. Wir müssen als Nation viel mächtiger werden, damit die Bürger von unserem Land in Sicherheit leben können. Also wir müssen stärker werden, unsere Finden müssen sich fürchten vor uns, dass wir unsere Bürger wieder Sicherheit leben können. Was ist das für ein menschliches Denken? Erst dort, wo Jesus seine Macht auf die Seite gelegt hat, wo er nämlich gestorben ist für uns, hat er durch uns den Durchbruch geschafft. Er ist für unsere Sünden gestorben. Und erst durch das Sterben hat er auch auferstehen. Und am Ostermorgen war das Grab leer. Er ist verherrlicht worden. Keine irdische Macht hat ihn im Grab festzuhalten. Also, Jesus verherrlicht durch die Macht, die ihm der Vater zugesprochen hat. Aber auch Jesus verherrlicht zum ewigen Leben. Man könnte jetzt diesen Text nehmen, wenn wir es nämlich beim Luther lesen, dann tönt es da ein bisschen anders. Du hast ihm die Macht gegeben, hast über alles Leben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Und dann könnte man sagen, ja, das heisst jetzt da, das ist die Macht, dass Jesus eben allen Menschen das ewige Leben möge geben. Das kommt hier in diesem Text, wenn wir weiterlesen, nicht so vor. Es geht nicht darum, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich möchte ja auch sagen, bei Gottes Herrlichkeit geht es eben nicht um ein Eintrittsticket in den Himmel. Und das ewige Leben ist auch nicht einfach die Fortsetzung von dem, was hier auf der Erde ist. Da bin ich so froh. Und das kommt auch dort zum Ausdruck, wo der Mann zu Jesus kommt und sagt, ja, mit wem wird denn in der Ewigkeit, oder mit wem wird der in der Ewigkeit verheiratet sein? Er hat so manche Frau überlebt und die sind alle gestorben. Wer wird denn die sein?
Und Jesus sagt dort, schau, in der Ewigkeit geht es anders. Wir dürfen in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit innen leben. Und ich habe da, für das ein bisschen zu symbolisieren, Kisten mitgenommen. Heute am Nachmittag. Ich habe zuerst nur die kleine gefunden. Dann habe ich gedacht, vielleicht ist ja dein Leben auch eine grosse Kiste. Und ich weiß nicht, jetzt ist ich weiß auch nicht, das Vreneli da. Das Vreneli, das irgendwann auf die Welt kommt und irgendwann fängt das Leben an. Da fängt das Leben an. Und dann geht das Leben irgendwann, bis das Leben fertig ist. Das ist unsere Wirklichkeit. Das ist von A bis B. Und vielleicht haben wir noch ein bisschen höhere Wirksamkeit da, aber auch gegen oben irgendwo ist das begrenzt. Und ich denke, wir müssen uns das immer wieder so vorstellen, dass unser Leben, unser Sein, unser Dasein, unsere Wirklichkeit, das ist eigentlich ein bisschen mit einer Kiste zu vergleichen. Und Gottes Herrlichkeit, wenn Jesus auf die Erde ist gekommen, dann ist das etwas, was außerhalb von dem Ganzen ist, das ist außerhalb von dieser Kiste. Und das können wir gar nicht verstehen. Aber wir können ewiges Leben nicht verstehen, wir können göttliche Macht nicht verstehen. Aber wir wissen, das wird absolut genial werden. Und wir waren da in der Ferien mit Freunden und wir haben darüber überlegt, was man mitnehmen könnte, wenn man stirbt. Und ich weiss nicht, kennt ihr wahrscheinlich den Witz von dem Mann, der mit Gott verhandeln und gesagt, ich möchte gerne etwas mitnehmen. Und dann hat Gott gesagt, also gut, bei dir mache ich jetzt mal eine Ausnahme, du darfst etwas mitnehmen. Und dann hat er eine Kiste voll Gold mitgenommen. Und dann ist er mit dieser Kiste voll Gold in den Himmel hochgekommen und dann hat ihn der Petrus ausgelacht und gesagt, ja, also nur Strassenpflaster hättest du nicht brauchen mitzunehmen. Das ist so, ja, was wir das Gefühl haben, was wertvoll ist, das ist natürlich, wir können nicht mitnehmen, das bleibt so. Bestenfalls unsere Beziehungen. Aber wir sind immer in diesem Denken. Und was Jesus eigentlich gemacht hat, ist genau das. Er hat die Kisten aufgetan. Er ist in unsere Kisten hineingekommen. Er hat sich unseren Beschränkungen ausgesetzt. Er hat auch ein bisschen eben die Macht aufgegeben. Aber immer wieder, wenn er zum Beispiel über das Wasser gelaufen ist oder so, dann ist eben etwas auch von dieser Herrlichkeit hineingekommen. Das hat eben bei Jesus nicht so funktioniert, wie wir uns das als Menschen gewohnt sind. Und darum dürfen auch wir in dieser Welt ein Teil sein von dieser Herrlichkeit. Und uns auch freuen, dass das noch in einem viel grösseren Maß zum Tragen kommt. Ich habe das Verein heute ein bisschen abstellen. So. Also, darum, unser Leben ist nicht einfach die Fortsetzung von dem. Es ist nicht einfach die Kiste verlängert. Es ist nicht einfach die Kiste kleiner oder grösser gemacht, sondern es ist eben eine neue Wirklichkeit. Verherrlichung zum ewigen Leben. Und wir probieren es irgendwo mit menschlichen Worten zu verstehen oder zu erklären. Gott will hier in unserem Leben eine Rolle spielen. Er sagt nicht einfach, bleib mal in diesem Kistchen und dann schauen wir dann mal. Sondern er will hier in unserem Leben eine Rolle spielen. Er will sich in deinem Leben verherrlichen. Er will auch, dass du mit ihm eins wirst, dass du ihn kannst verherrlichen. Genau wie es Jesus Christus auch da hat. Wir sollen erkennen, das leidliche Leben, damit sie den erkennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus Christus erkennen und verherrlichen, indem wir ihn widerspiegeln, wie so an anderen Orten heisst in der Bibel. In Christus sind wir ein Teil von etwas Überirdischem, eben etwas, das außerhalb von unserem Denkböckchen, von unserem gefangenen Denken ist.
Und noch so einen dritten Aspekt neben der Macht und neben dem ewigen Leben hat mich noch die ewige Einigkeit so fasziniert. Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon hatte, vor der Erschaffung der Welt. Und ich habe mir zuerst so überlegt, aha, die Herrlichkeit, die sich in der Schöpfung offenbart, ist wunderbar. Ich denke immer wieder jetzt all die Leute, die irgendwo aus einem Land zu uns in die Ferien kommen, wo es nicht so viel regnet. Die kommen da hin und denken, wow, wie das grün ist, die Herrlichkeit. Aber es ist eben hier nicht die Herrlichkeit von der Schöpfung, sondern es ist die Herrlichkeit, die Jesus sieht, die ich schon vor der Schöpfung hatte. Bei dir. Also eine Herrlichkeit, die nicht abhängig ist von Werk, sondern eine Herrlichkeit, die abhängig ist von einer Beziehung. Und ich habe mir überlegt, was können wir denn machen? Oder was kann ich tun? Wie kann ich meinen Dienst besser tun, dass ich vielleicht besser vor Gott könnte stehen? Oder wir können uns überlegen, wo engagieren wir uns, für dass wir vielleicht selber ein bisschen besser dastehen, dass wir vielleicht selber ein bisschen verherrlichter werden. Vielleicht auch gerade in der Gemeinde. Das sind so ganz schwierige Fragen. Also nicht, dass man nicht jemandem mal Merci sagt. Übrigens, denen, die das WC putzen, könnte man mal wieder Merci sagen. Das ist nämlich auch gerne so eine schöne Sache, wenn man so auf einem putztes WC darf sitzen. Aber es soll nicht, die Herrlichkeit soll nicht von dem abhängig sein. Oder von der Technik oder von der Predigt. Wir werden vom Vater nicht verherrlicht, weil wir so gut etwas machen. Er hat Freude, wenn wir das tun. Und natürlich gehört das auch dazu. Aber wir können unseren Level an Herrlichkeit nicht steigern. Der Level ist, wie es Jesus hier ausdrückt, schon vor der Erschaffung der Welt. Also bevor sie überhaupt etwas da hat der Sohn beim Vater die Herrlichkeit erlebt und die ist in der Beziehung begründet. Es war, bevor dass irgendjemand da war, der die vollkommene Herrlichkeit hat bewundern konnte. Die Einheit vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist macht schon die totale Herrlichkeit aus. Und ich glaube, das ist etwas, was manchmal bei uns auch nicht in den Kopf will. Das hätte gelangt. Die hätte überhaupt keine Schöpfung müssen machen. Die hätte kein Universum müssen schaffen. Das wäre schon herrlich genug gewesen. Aber ich freue mich, wenn ich dann mal nicht mehr auf dieser Erde bin, dass ich dann die göttliche Herrlichkeit darf sehen, dass ich die göttliche Herrlichkeit darf erfassen, dass das eine ewige Realität für mich darf sein. Und ich will, solange dass ich lebe, Gott suchen, ihn erkennen und durch alles, was ich tue und bin, ihn in meinem Leben verherrlichen. Und das Gleiche wünsche ich mir auch für euch. Amen. Und mir ist es so während dem Vorbereiten auf das Mahl ein Lied in den Sinn gekommen. Es ist eben nicht in unserem Berggottesdienst-Liederbüchlein, aber wir könnten vielleicht gleich den Refrain miteinander singen. Jetzt hoffe ich, das könnte ich dann gerade. Das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe, wenn von Weh ich sein Angesicht sehe. Ja, lieber Heiland, das ist das, was du hast gesehen, bevor du in den Garten Gethsemane gegangen bist. Du hast schon ausgesehen. Du hast schon dich gefreut, dass du wieder beim Vater sein darfst. Dass du wieder die Herrlichkeit untrügt haben, Vater. Dass das einfach perfekt sein darf.
Und ich danke dir auch, dass du das auch für uns verheißen hast, für jedes von uns. Wir dürfen uns sehen nach dieser Herrlichkeit. Und in der Verbindung zu dir dürfen wir auch deine Herrlichkeit hier repräsentieren. Und Vater, es ist manchmal wirklich gerade wieder aktuell so herausfordernd auf dieser Welt. Es passiert so viel Leid. Es passiert so viel Ungutes. Es passiert so viel, dass Menschen einfach vergessen werden. Einfach vorgespült. Einfach irgendwo in einer Ecke verrebeln. Und Vater, wir sehnen uns nach deiner Herrlichkeit. Du siehst auch in unserem Leben immer wieder, wie wir anstehen. Aber ich danke dir, dass du uns auch gerade, wie du selber hast, Jesus Christus, so die Sicht hast, über Golgatha raus, über den Garten Gethsemane raus, dass du uns die Sicht kannst geben auf deine Herrlichkeit. Dass wir mit deiner Macht dürfen rechnen, in dem, was wir tun. Dass wir mit deinem Leben dürfen rechnen, in unserem Unterwegssein und dass wir auch mit deiner Gemeinschaft dürfen rechnen. Und dass diese Gemeinschaft uns stärken. Ich lobe und preise dich dafür. Amen. Amen. Und wir singen jetzt ein anderes Lied miteinander. Es ist das Lied, das eben im Repertoire vom Berggottesdienst ist, aber es ist auch ein ganz schönes. Genau. O Herr, mein Gott, wenn ich in Ehrfurcht schaue, die Welt, die unter deinem Wort entstand. Etwas von dieser Herrlichkeit, die wir eben auch in der Schöpfung dürfen erkennen. Und ich denke, es ist gut, wenn wir zum Singen vom Lied aufstehen. O Herr, mein Gott, wenn ich in Ehrfurcht schaue, die Welt, die unter deinem Wort entstand. Und wenn ich unterm Herr der Sterne stehe, die festgehalten sind in deiner Hand, dann jauchzt sich der, mein Gott und Retter zu. Wie groß der Bauer und groß bist du. Dann jauchzt sich dir, mein Gott und Retter zu. Wie wunderbar und groß bist du. Und wenn ich denke, dich Jesus Christus nicht schonte von den Tod uns Anschein gehabt, wie dich selbst verleugnete und selig, dass er auf sich nahm. Dann jauchzt sich der, mein Gott und Retter zu. Wie wunderbar und groß bist du. Dann jauchzt sich dir, mein Gott und Retter zu. Wie wunderbar und groß bist du. Wenn einmal Christus kommt mit Licht und Klarheit und wenn sein Reich in Herrlichkeit entsteht, wenn endlich Friede und das Recht regieren, die dunkle Macht das Zepter niederlegt. Der Gott dazu, wie wunderbar und groß bist du.
dann jaucht sich dir, mein Gott und Retter, zu. Wie wunderbar und groß bist du. Ja, lieber Heiland, das Wunderbarste ist, dass du mit uns Menschen weiter unterwegs bist. Ja, ich denke, manchmal, du könntest es so viel besser selber, du könntest dein Reich besser selber bauen. Du siehst es so durch und doch bleibst du mit uns Menschen unterwegs. Du hast auch immer wieder von Neuem angefangen, wie wir es schon gesehen haben, heute am Anfang vom Gottesdienst mit dem Noah. Hast du ganz neu angefangen. Auch wenn du gewusst hast, dass auch die Sünde mit dem Noah wird weitergehen. Ich danke dir, lieber Heiland. Und ich danke dir, dass du gesiegt hast, dass du der Schlange den Kopf zertreten hast und dass wir wirklich deine Herrlichkeit als Realität in unserem Leben dürfen erwarten. Und ich segne euch mit dem Wort aus dem Johannes 16, der Vers 33. Und das habe ich euch gesagt, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Amen. Amen. Ihr dürft nochmal Platz nehmen und wir dürfen noch einen sicheren Sieg dürfen wir noch hören. A victory sure zum Ausgang.